Erste Mission. Rekrutenmission. Beruhige Pokémon am Strand. Na, endlich. Endlich rührt sie mal was. Ja, Brisenaus da runter. Und wir fangen erstmal nur an Schwalbini. Ich glaube, da kann man ein Level up, oder? Ja, Level up, let's go. Helft mir! Bruh. Petiza. Hey, das ist Klein Hein. Spielt ihr Verstecken mit ein paar Petiza? Nein, das ist es nicht. Könnt ihr nicht erkennen, was hier los ist? Diese Petiza greift mich an. Hört sie euch nur an. Bidihu, bidihu. Die werden mich anknabbern, ich weiß es. Aber nein, Klein Hein, die Petiza wollen bestimmt nur spielen. Klar, Junge, du hast gut reden. Aber ich will es gar nicht bestreiten. Ich habe Angst, sogar wahnsinnige Angst vor Pokémon. Aber diese Petiza sind doch so niedlich. Mario kennt euch noch nicht, oder? Das dort ist Klein Hein. Er ist der Milchmann in der Gegend hier. Der totale Panik für Pokémon, aber sie scheinen ihn irgendwie zu mögen. Er hat totale Panik. Ich schätze, es ist der Milchgeruch, der die Pokémon der ihn so zum Pokémon-Magneten macht. Naja, wie auch immer. Ein Pokémon Ranger wirft sich immer in die Bresche, wenn Hilfe vonnöten ist. Diese Petiza wirken allerdings ein bisschen aufgeregt. Könnte etwas kniffliger werden. Teilen wir uns auf. Du fängst das eine, ich das andere. Wie jetzt? Werden die heftiger zum Fanger? Oh. Ein heftiges Petiza. Ah, okay. Okay, die brauchen Die brauchen wesentlich mehr Freundschaft. Und jetzt auf Arme Petiza greifen. Wunderbar. Gut, das wäre erledigt. Klein Hein, es ist alles unter Kontrolle. Wir haben die Petiza beruhigt, sie sind weg. Puh, das war vielleicht ein Riesenschock. Hatte die Hosen voll, wurde aber gerettet. Wurde gerettet, aber die Hosen habe ich immer noch voll. Schulde euch auf jeden Fall ein dickes Danke. Diese Petiza wollten mir ans Leder. Nebenbei, mir scheint, es gibt hier ein neues Gesicht. Das ist Mare, der aus der Fiore-Region. Ah, ist das vorher schon mal gesagt worden? Zur Info, Fiore, also die Fiore-Region, ist die Region aus dem ersten Pokémon Ranger-Teil. Das ist, ja, der zweite Teil. Mare ist echt stark beim Fangen, kommt sogar fast an mich ran. Ah, ein neuer Schüler, wie? Nun, mein neuer Freund, bin dir jedenfalls mächtig dankbar für die Rettung. Ich führe mit meiner Familie eine kleine Milchfarm drüben in Brisenau. Sag doch mal Hallo, wenn du vorbeikommst. Das wäre wirklich schön. Und die Lütten würden sich auch freuen. Klein Beinhahn hat eine ganze Bande Kinder. Seine Frau ist ja auch ziemlich berühmt. Okay. Ich vergesse euch das nie. Ihr werdet gute Ranger, das ist mir sicher. Ich habe jetzt gemeint, der ist irgendwie viel jünger. Wir sind spät dran. Lass uns einen Zahn zulegen. Wir müssen nach Brisenau. Let's go. Okay, pass auf. Kommen wir da was machen bei dem Baum? Nein. Da bauen wir Zertrümmern 2. Glatte Fels, die überall zu finden ist, zerbricht leicht unter Kraftentwirkung. Und da haben wir Tackle Ohrens, Wildbaum. Knospi hat doch Tackle gehabt, oder? Ja. Perfekt. Putz. Bummels voll heraus. Joa, ich hab mal, da kann vielleicht noch was anderes raus vorhin, aber naja, brauchen wir heute nicht, gell? Haben wir schon gefangen. Dann gehen wir weiter. Oder nee, weil wir schon wieder aufgehalten werden. Mare, Bodo, ich habe gehört, dass ihr Klein Hein durch eure Fänger geholfen habt und dass ihr zusammengearbeitet habt, statt wie üblich in Konkurrenz zueinander. Genauso handeln echte Ranger. Also dann, Kinn hoch und ab nach Brisenau, als ob ihr echte Ranger wärt. Also schon langsam geht's halt wirklich los. Ist toll. Pass auf, ich zock das gleich mal. Hier, wir haben auch freilassen, gell? Man kann jetzt so auswählen, yo, ich möchte eigentlich halt freilassen. Aber bei Pichu sieht man schon, da kann man dann auf Aufladen klicken. Dann nutzt er praktisch hier die Fähigkeit und ist dann weg. So können wir praktisch als Pokémon Batterien mitnehmen. Hello? Ich wollte ihn besuchen kommen, aber... Wer ist das kleine Mädchen? Hallo Kleine, was ist denn los? Mein großer Bruder, er ist nicht hier. Na, tatsächlich nicht. Dein großer Bruder, Und wer wäre das? Tag zusammen, was ist denn hier los? Melodia? Melodia, du bist es. Hallo Albert, ich wollte dich besuchen. Melodia, du weißt doch, dass das nicht geht. Ich habe dir nicht gesagt, dass du Havelbrück nicht allein verlassen darfst? Entschuldige, ich musste dich einfach sehen. Melodia, du bist immer noch ein Kind, darum mache ich mir viele Sorgen um dich. Dann stelle ich mal meinen Freunden vor. Das ist meine Schwester. Ich bin Michel, das sind Bodo und Mare. Schön, dich kennenzulernen, Melodia. Melodia, ich bin nicht mehr sauer auf dich. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Wir gehen gemeinsam zurück. Oh ja, tschüss, Freunde von Albert. Wir müssen auch in die Gänge kommen. Sieht nicht gut aus, wenn wir zu spät kommen. Ich glaube, Brisenau liegt im Westen. Ja, no way, Alter. Mich fuckt's ja schon echt ab. Wir wären wirklich oft aufgehalten worden. Okay, erstmal reden wir mit dir. Wenn du ein Schild siehst, berühre es, um es zu lesen. Ja, bin ich gerade dabei. So, Haspiror, let's go. Neues Pokémon. Ui. Du bist unterwegs. Zertrümmern. Er springt schnell und rast umher, um anzugreifen. Da waren wir schon in Brisenau. Auf der Map sieht man wieder einen Speicher und einen Aufladepunkt. Bin mir ziemlich sicher, das ist die Stadt. Oh wow, mein Herz schlägt ganz laut. Wie fühlst du das? Ah ja, die Musi.
Nostalgie. Ganz schön still hier. Ist hier denn gar keiner? Hallo? Wir kommen von der Ranger-Schule, wir sind Bodo und Mare. Oh, tut mir leid, ich musste mich gerade unter den Tisch beugen und dann habe ich gar nicht reinkommen sehen. Was machst du? Ihr müsst die Schüler für das Eintagespraktikum sein. Ich habe etwas für euch hier drüben. Seid ihr überrascht, wie ruhig unsere Ranger-Basis ist? Das liegt daran, dass alle wegen einer kritischen Mission ausrücken mussten. Dafür musste jeder Einzelne mit. Das muss ein Monster von einer Krise sein. Oh ja, genau das ist es. Ein paar Petizer. Nein, ich kann es einfach nicht aussprechen. Aber ich glaube, ich weiß trotzdem, wer ihr seid. Mara und Bodo von der Schule. Haben mir doch gerade gesagt. Uns wurde mir geteilt, dass ihr kommt. Der Chef hat mir einen Brief für euch dagelassen. Lasst ihn mich vorlesen. Willkommen, ihr zwei. Kaum da habe ich schon eine Mission für euch. Ich habe ein extrem wichtiges Paket bei unserer Technikerin gelassen. Lasst es euch geben und bringt es zum Windspielhügel westlich der Stadt. Soweit der Brief. Dieses extrem wichtige Paket für euch liegt gleich hier. Dreht es bitte nicht auf die Seite und stellt es niemals, wirklich niemals auf den Kopf. Hier ist es bitte. Das extrem wichtige Paket angenommen. Um zum Windspielhügel zu gelangen, geht ihr nach dem Verlassen des Gebäudes nach Westen. Dann weiter Richtung Strand, geht am Strand entlang, bis ihr zu dem Schild und den Treppen kommt, die zum Hügel führen. Okay. Oh wow, wir haben gleich am Anfang eine richtige Mission erhalten. Ich wette, wenn wir Erfolg haben, schaffen wir es morgen auf die Titelseiten. Boah. Auf die Titelseiten, ich glaube, du spinnst. Also ich sag's jetzt gleich, bevor ich meine Stimme mittendrin abkackt, Kanterling, dass ich heute überhaupt ein bisschen verschnupft bin. Ich glaube, dass es jetzt ein bisschen anstrengend wird, weil wir jetzt wahrscheinlich ziemlich viel zum Reden wieder haben. So wie die ganze Zeit über eigentlich, keine Ahnung. Hoffentlich wird es bald besser. Wir unterhalten uns über unsere Lieblings-Pokémon. Ich mag Pokémon, die im Meer leben. Jawohl. Dann schauen wir einfach mal in die Heiserei. Vonera sind das, gell? Ja, genau. Mara will ein Vonera sein, wenn Mara groß ist. Unsere Mara spielt so oft mit dem Vonera. Ich könnte schwören, dass sie selbst mehr und mehr wie Vonera aussieht. Ein bisschen vielleicht? Nein, eigentlich absolut gar nicht. Briesenau ist mir ein wenig zu friedlich, um ehrlich zu sein. Mir ist schrecklich langweilig. Alter, sei doch froh, Mann. Sei doch froh, dass es friedlich ist, oder? Sephirstrand. Diejenigen, die sich hier treffen, werden gute Partner. Oh, ein Ranger in Ausbildung. Hi, du solltest dir angewöhnen, Schilder zu lesen, wo auch immer du welche siehst. Ja, ich bin gerade dabei. Schickolingen, ey! Das Dorf in der Nähe Briesenaus. Ein guter Ort, noch ohne nennenswerte Geschichte. Da sind noch meine Eltern-Hitzung. Andi, ich durfte unsere Farm benennen. Ich habe sie kleine resolute Farm genannt. Milchpudding mag ich. Nicht stark. Cindy. Der Milchpudding meiner Mutter ist lecker. Okay, also bisher sagen die noch nicht wirklich viele Sachen, die relevant sind. Was sagst du eigentlich? Reporter Erwin. Für Reporter ist es einfach zu friedlich. Es passiert nichts, über das man in der Zeitung schreiben könnte. Wie wäre es, wenn ihr Jungs mal eine Mission vergeigt oder so? Alter. Warum ist denn für Olli zu friedlich? Seid doch froh, ohne Scheiß. Hallo, nett von dir, auf ein Städtchen zu verweilen. Pokémon und Menschen leben miteinander, indem sie einander helfen. Boah, also so eine Stimme darf ich jetzt nicht mehr aufmachen. Brise Forst nach oben Ranger-Schule. Briesenau, dein Ort zur Erholung. Brise Forst. Scheiß drauf, wir gehen einfach mal kurz hoch. Es ist der Void zu Briesenau. Hä, das ist nicht der richtige Weg, oder? Nein, natürlich nicht. Aber okay, dann wird aufgehalten. Das finde ich gut. Nach Schickolingen dürfen wir jetzt auch nicht. Wir müssen erst nach Westen, Richtung Sephirstrand. Wir sind schon am Strand, wunderbar. Ich habe meinen Freund an diesem Strand getroffen. Und dass wir so gut miteinander auskommen, hängt wohl mit der Legende dieses Strandes zusammen. Zu diesem Strand gibt es eine alte Legende. Wenn du jemanden triffst, werdet ihr mit Sicherheit enge Freunde. Na, wir haben Eich gerade getroffen. Das heißt, wir werden Freunde. Herr Holzwart. Ah, Pachiriso, so niedlich, so niedlich. Was ist los? Was stimmt nicht beim Faxo? Hast du doch nicht schon wieder Hunger? Ah, starre Lilly. Nur zu. Iss so viel du willst. Eure Kleidung verrät mir, dass ihr Schüler der Ranger-Schule seid, nicht wahr? Ein Tagespraktikum möchte ich meinen. Und denn, ich habe hier ein kleines Quiz für euch, das ihr Helden finden werdet. Und da ist auch schon die erste Frage. Was ist ein Partner-Pokémon? Oh, das ist einfach. Ein Partner-Pokémon ist ein dem Ranger besonders eng verbundenes Pokémon, das ihn immer begleitet. Tada, korrekt. Alle Ranger, die ich kenne, sagen, sie hätten ihren ersten Partner... Was? Sie hätten ihre ersten Partner-Pokémon, Plural, Digga, hier am Sephirstrand getroffen. Sehr gut, zweite Frage. Ein Ranger kann nur ein Pokémon als seinen einen und einzigen Partner haben. Nö, das stimmt nicht. Tada, wieder richtig. Ein Ranger bekommt im Laufe der Zeit die Möglichkeit, weitere Partner zu erhalten. Trotzdem kann ich zu jeder Zeit stets nur ein einziges Partner-Pokémon begleiten. Die anderen Partner müssen geduldig sein und zu Hause warten. Ja, ist ja wie in Real Life, oder? Und da unten kämen wir nur nicht hin. Windspielhügel. Verliebte bitte vor Steinschlag in Acht nehmen. Zum Windspielhügel müssen wir wohl nur noch diese Treppe hoch. Ach, wirklich. Ich frage mich, was für eine Art kritische Mission da oben abläuft. Jetzt beginne sogar ich ein bisschen nervös zu werden. Ich freu mich. Oh hey Ranger, da ist Ranger Froderich. Er war bei unserem Freiluftunterricht. Und einen Haufen anderen. Also, was wollen wir tun? Einfach hingehen und uns vorstellen oder hallo euch zu treffen?
Hast du gerade Hallo euch zu treffen gesagt? Bist wohl ein bisschen nervös, wie? Wäre aber verständlich. Diese Mission ist schließlich von entscheidender Bedeutung. Also, das extrem wichtige Paket. Ich gehe davon aus, dass es nicht beschädigt wurde. Übergebt es mir, aber vorsichtig. Ein unachtsames Rütteln und Rums. Na dann, Leute. Alle herkommen. Das Mittagessen ist eingetroffen. Wir haben das Essen vorbeigebracht. Eleonora. Ich kannte es kaum noch erwarten. Der Ausdruck auf euren Gesichtern. Erinnert ihr euch an mich? Ich bin Froderich, der Froderich von eurem Freundschaftsunterricht. Tut mir leid, dass ich die Stunde wegen der Mission abbrechen musste. Erinnert ihr euch an das Kleine hier, meinen Partner-Pokémon Knospi? Kämen wir jetzt echt nur zum Fressen her. Gute Arbeit, ihr zwei. Die Mission ist geschafft. Urs ist mein Name. Ich bin der Chef dieser Ranger-Basis. Das hier ist Makuhita, mein Partner-Pokémon. Oh, und noch etwas. Dieser Streich kam nicht von mir. Das war ganz allein Froderichs Idee. Das ist nicht fair, Chef. Du hast doch die ganze Zeit erzählt, was das für eine großartige Idee wäre. Hi, ich bin Luana. Mir haben sie vor einem Jahr den gleichen Streich gespielt. Bei mir war das Essen allerdings vom Rumschlenkern total zermatscht. Schön, euch kennenzulernen. Dieses Haspiro ist mein Partner-Pokémon. Ist es nicht total süß? Ja, schon, aber bringen die Abos. Ich bin kein Ranger, sondern Mechanikerin. Ich heiße Eleonora, aber keine Panik, wenn ihr nicht alle Namen auf einmal mitkriegt. Urs, Froderich, Luana, Eleonora. Ich bin Bodo und das ist Mare. Wir melden uns hiermit zum Eintagespraktikum. Und ich wünschte, ich könnte eines Tages auch so ein Partner-Pokémon haben. Oha, der Schock lässt langsam nach, was? Entschuldige den Spaß, den wir uns mit euch geleistet haben. Ist Tradition bei uns. Jetzt ist es genug mit den Vorstellungen. Chef, wie wäre es, wenn wir jetzt über das extrem wichtige Paket hier erfahren, das uns freundlicherweise geliefert wurde? Ja, ich bin schon ganz ausgehungert. Dann nichts wie ran. Willkommen bei unserem Praktikantenbegrüßungsfestmahl. Wow, das Essen sieht sogar lecker aus. Ganz anders als letztes Jahr. Ich bin echt froh, das zu hören. Fühlt sich der Wind hier nicht wunderbar an? Das ist mein absoluter Lieblingsort. Briesenau ist ein ziemlich lässiges Städtchen. Passiert nicht viel Spannendes oder Aufregendes hier. Ist nicht gerade wie in Filmen oder Spielen. Gut, dass wir spielen, ne? Dann kennen wir an der Stelle ja Opri. Ihr seid über den Sephir-Strand gekommen, nicht? Dort habe ich meinen Partner-Pokémon getroffen. Das werde ich nie vergessen. Eure Ranger-Schuluniform, da kommen jede Menge Erinnerungen auf. Wir dürften das Paket nie auf die Seite stellen oder gar umdrehen. Naja, kein Wunder. Es enthielt ja auch das Mittagessen der gesamten Truppe hier. Ah, okay, ich hab mich verpissen müssen. Hilfe, Ranger! Die Pokémon drehen durch. Was ist denn los, Junge? Wir waren unten am Strand, als die Pokémon plötzlich gemein wurden. Sie haben meine Freundin angekreist und lassen sie nicht mehr gehen. Okay, ich verstehe. Wir übernehmen von hier an. Das ist eine Notfallmission. Ich muss das Essen leider unterbrechen. Auf zum Sephir-Strand. Bewegung, Leute. Mare, Bodo, ihr kommt auch mit. Let's go. Passiert nicht, pfui. Ranger-Posen. Es ist dumm. Komm schon, Mare. Die sind wirklich angekreist. Wir müssen dieses Durcheinander beenden. Was ist überhaupt mit diesem Pokémon passiert? Es sieht aus, als ob sie tanzen würden. Sonst sind sie ganz zahm und freundlich. Sie sind gar nicht sie selbst. Bitte tut doch irgendwas, beeilt euch. Hilfe! Gut, Leute, hört zu. Froderich und ich fangen an Chalellos. Luana, Bodo und Mare. Ihr drei fangt die übrigen Pokémon. Bodo und Mare, fangt eure Ziele so, wie ihr es in der Schule gelernt habt. Yonder way. Mare begibt sich auf eine Mission. Ranger-Pose. Erste Mission. Rekrutenmission. Beruhige Pokémon am Strand. Na, endlich. Es sind gute Pokémon, wirklich. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist. Pachirisu, Manfax und Starre Lilly. Sie sind so lieb und so verlässlich. Wäre ich ein Ranger, es wäre mir eine Ehre, sie alle als Partner-Pokémon zu haben. Oh ja, so gut sind sie. Dürfen wir... Ach, jetzt suchen wir jetzt erst die Partner-Pokémon aus. Ich bitte euch, bringt sie wieder zu Sinnen. Also den Starter. One der 3 Starter darfst du jetzt aussuchen, oder wie? Manfaxo, Pachirisu oder Starre Lilly. Wenn sie noch nicht mal Luana entscheiden kann, wie soll ich das denn hinbekommen? Welches erwartet von mir, ihm zu helfen? Starre Lilly, Manfaxo, Pachirisu? Ich weiß es einfach nicht. Also, ganz ehrlich, Starre Lilly, nee, keine Ahnung. Manfaxo oder Pachirisu waren schon wesentlich cooler. Aber jetzt, zu dem Zeitpunkt Elektro-Pokémon zu haben, ist halt cool. Deswegen glaube ich, dass ich auf Pachirisu gehe. Außerdem finde ich es eher am putzigsten für alle. Nee, ich bin für Pachirisu. Pachirisu, fangen. Let's go. Pachirisu. Fähigkeit, nichts. Genau das ist nämlich der Punkt. Weil daran erkennt man nämlich dann, wenn es ein Partner-Pokémon wird oder werden kann. Keine Ahnung. Die haben halt dann einfach keine Fähigkeit. Es entlädt Elektrizität aus seinem gesamten Körper, um anzugreifen. Wie ist es gelaufen, Leute? Waren eure Fangversuche erfolgreich? Da kannst du drauf wetten, Chef. Wie sieht es bei dir aus, Luana? Kam ein bisschen schwer in die Gänge, habe es aber dann doch hingekriegt. Wie ist es bei unseren Schülern? Wir Schüler können ebenfalls erfolgreiche Fänge vermelden. Scheinbar sind weder Leute noch Pokémon verletzt worden. Gute Arbeit, Leute. Die Pokémon scheinen sich auch wieder beruhigt zu haben. Lassen wir sie frei.
Aber unseres bleibt da, oder wie? Was ist denn los? Irgendjemand muss dir doch mal beigebracht haben, wie man Pokémon freilässt. Du hast Zuneigung zu diesem Pokémon entwickelt. Danke, dass ihr meine Freundin gerettet habt. Wir haben vom Meer her komische Geräusche gehört. Ein großes Frachtschiff war zu erkennen, verschwand dann aber am Horizont. Und dann war ich ganz plötzlich von dem Pokémon umgeben. Der Frachter hat sie bestimmt erschreckt. Ist der Frachter vorbeikäfer? Nun, was immer auch passiert ist, ich freue mich zu sehen, dass ihr alle sicher seid. Roderich und Luana, ihr sucht den Strand ab. Nur zur Sicherheit, okay? Okay, klar, Chef. Verstanden? Maro und Bodo, gute Arbeit. Ihr habt euch beim Fangen gut angestellt. Nicht zuletzt, dank euch ist es uns gelungen, diese Pokémon wieder zu beruhigen. In der Welt der Ranger nennen wir das Mission geschafft. Okay. Ranger-Pose. Das soll mich doch. Ihr habt bereits Ranger-Posen. No way, das war's echt so. Lol. Ihr habt bereits Ranger-Posen. Und gut aussehende noch dazu. Wie auch immer. In Ordnung, Leute. Wir sollten uns langsam zur Ranger-Basis aufmachen. Oh, wartet mal. Wir müssen noch unsere Essensreste wegräumen. Maro und Bodo, ihr zwei könnt ohne uns zur Basis zurückkehren. Als Wiedergutmachung für den Streich, über den wir das aufräumen. Die Sonne geht bald unter. Bewegung, Leute. Es wird wirklich sehr viel gelabert, merke ich. Holy shit. Wenn das ganze Spiel so weiter gezirkt sieht, ist richtig. Bei Gelaber können wir jetzt eigentlich eher weniger rausschneiden, gell? Wir haben auch die letzten belegten Brote von heute Mittag noch geschafft. Es steht nichts weiter auf dem Plan. Wir sollten uns von ihnen verabschieden. Maro und Bodo, behaltet eure heutigen Fänge in Erinnerung. Es wäre cool, wenn ihr beide unserer Basis zugeteilt werden würdet. Wir würden uns schon mit dem Ausliefern unseres Essens auf Trab halten. Wisst ihr, Froderich hat sich darauf heute gefreut. Er hat ständig davon geredet, die Schüler vom Freiluftunterricht wiederzusehen. Eure Ranger-Posen waren echt niedlich. Niedlich? Aber bitte. Vielen Dank alle zusammen. Wir werden nie vergessen, was wir heute hier erlebt haben. Da bin ich sicher. Nochmal danke und auf Wiedersehen. Wer bist du? Professor Hastings. Oh, was haben wir denn hier? Was hat diese Versammlung zu bedeuten? Was? Ihr seid von der Ranger-Schule? Ah, so ist das. Dies ist euer Eintagespraktikum in dieser Ranger-Basis. Ich verstehe. Wo wir gerade dabei sind, da ist ein Mädchen für ihr Eintagespraktikum zur Ranger-Vereinigung gekommen. Es war fest entschlossen, Technikerin zu werden. Das fröhliche Ding. Ich glaube, ihr Name war Litmer. Irgendetwas in dieser Richtung. Ich habe mir eure Gesichter eingeprägt. Gebt mir hoffentlich in der Zukunft die Chance, mit euch zusammenzuarbeiten. Okay, vielleicht wäre der nur wichtig, aber bisher ist es halt echt so viel Gelaber, leck mich am Arsch. Hey, du bist eins von diesen Pokémon. Was soll das Geschrei hier draußen? Gibt es ein Problem? Oh, eines dieser Pokémon vom Strand. Ah, ich verstehe. Ich wette, es wollte Mare sehen, weil es froh ist, gefangen worden zu sein. Das klingt nach einer Möglichkeit, aber die beiden hier sind noch keine Ranger, jedenfalls nicht offiziell. Wir können euch noch nicht erlauben, Partner-Pokémon zu haben. Ich weiß, was das für eine Enttäuschung ist, aber diesmal geht es einfach noch nicht. Aber es ist in Ordnung, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Lass es aber auf jeden Fall frei, bevor du zurück in die Schule gehst. Ach, haben wir es jetzt doch, oder wie? Pachi? Oh, okay, wir dürfen nur zur Schule. Dann gehen wir heute zur Schule. Back to school. Es ist traurig, aber wir müssen uns hier von dir verabschieden, Kleines. Ob wir uns jemals wiedersehen werden, das wäre schön. Ja, das erste inoffizielle Partner-Pokémon, das werden wir schon wieder sehen, oder? Hallo, ihr möchtet gern Ranger. Kamt ihr gerade zurück? Wie war es, Ranger zu spielen? Es war, also, wow. Wir waren kaum da, haben wir auch schon eine Mission erhalten. Aber es war streng geheim, kann dir keine Einzelheiten verraten, tut mir leid. Also ich habe auch einiges mitgemacht. Sein Professor Hastings hat mich zum Beispiel immer Litmer genannt. Es wird bald dunkel, wir sollten uns beeilen. Reden wir über unsere Erlebnisse, wenn wir in der Ranger-Schule angekommen sind. Rollemeier wartet bestimmt schon auf uns. Ah, und wieder ein Brief, wunderbar. Hallo großer Bruder, bald ist dein Abschluss. Hast du schon die Neuigkeit gehört? Wir drei sind jetzt ganz in deiner Nähe, weil wir gestern nach Skikollingen gezogen sind. Liebe Grüße, Schwesterchen. Jetzt sind's da. Okay, wunderbar. Werden wir hoffentlich bald hinkommen. Also dann, Klasse, es ist soweit. Dies wird das letzte Mal sein, dass ich so zu euch im Klassenraum spreche. Jawohl, heute ist Abschlusstag an der Ranger-Schule. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr vor der Zeremonie vieles zu besprechen habt. Also gebe ich euch ab jetzt frei. Geht in die anderen Räume und verabschiedet euch voneinander. Denkt aber daran, euch in der großen Halle zu versammeln, wenn es klingelt. Okay. Scheint es dir nicht auch so, dass die Jungs viel emotionaler sind als die Mädchen? Das war mir ganz neu. Ich werde fürs Erste auch in Fiore stationiert sein. Dort bekomme ich meine Ausbildung zur Technikerin.
wait, das was Rhythmia ist dann weg oder wie? Also laut meines Wissens ist halt Fiore die Region aus dem ersten Ranger-Spiel. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie das dann als Ablauf wird. Ich werde den Unterricht bei Fräulein Mai nie vergessen. Oh, du bist so jemand. Oh Mann. Der da befreundet ist dann mit den Lehrern. Ich check's nicht. Heute ist euer wichtigster Tag. Es tut mir leid, aber ich bin dabei immer ganz aufgelöst. Ja, mir juckt's ehrlich gesagt nicht. Hey, wir haben es bis zum Schulabschluss geschafft. Du bist für Brisenau angeteilt worden. Ich werde zur weit entfernten Fiore-Region aufbrechen. Hey, du A? Hä? Schätze, dann werden wir uns wohl in der nächsten Zeit nicht sehen. Jetzt geht es hinaus in die große weite Welt. Ich bin froh und ein bisschen traurig. Die Schule ist sogar geschmückt. Ich werde in einer anderen Gegend als Almia arbeiten. Ja, Fiore vielleicht. Ich wurde von der Altru GmbH angenommen und darf an ihrem Forschungslabor arbeiten. Aha. Ich muss auch wegen Melodia hart arbeiten. Hä, und was ist mit den Eltern? Ich habe jeden Tag gegrübelt, was ich nach dem Abschluss tun soll. Jetzt ist der Tag da und ich bin immer noch zu keinem Ergebnis gekommen. Albert wurde dank einer Einführung durch Herrn Tolero in der Altru GmbH übernommen. Ich beneide ihn wirklich. Ach, du kennst die Altru GmbH gar nicht? Diese Ausgabe des Almia-Journals hat ein paar Artikel über sie. Ah, schau, und schon lohnt es sich. So lohnt es sich im Endeffekt doch, mit alle Leute zum Reden, weil sonst hätte man das Almia-Journal Ausgabe 2 verpasst. Almias Energieerzeuger Nummer 1. Altru GmbH. Energieerzeuger, okay. Altrus dritter Präsident. Nubilus Strahlemann. Mit sauberer Energie die Zukunft von Almia sichern. Ja, das ist ein löbliches Ziel. Und erinnert mich jetzt direkt an Liga-Präsident Rose aus Pokémon Schwert und Schild, der ja auch für die Energie zuständig war mit seiner Firma da. Mein Glückwunsch für das Erreichte. Lasst mich euch als Abschiedsgeschenk noch einen letzten Ratschlag geben. Kein Gerenne auf den Gängen. Dieser Rat leistet euch stets gute Dienste. Ich habe mich irgendwie an den Schulfangkomm gewöhnt. Ich will ihn gar nicht mehr hergeben. Dann mach nicht. Schön, dass du mit mir gesprochen hast, obwohl wir in verschiedenen Klassen waren. Das hat mich sehr gefreut. Die hat safe einen Crush auf uns. Heute heißt es auch Abschied von den Schul-Pokémon nehmen. Mein Glückwunsch und gut gemacht. Die Aufgabe, Almias Zukunft zu errichten, wird damit deiner Generation übertragen. Die Regale sind gefüllt mit Büchern über die Geografie und Geschichte Almias. Das Buch Almias vergessene Worte enthält folgenden Eintrag. Nein. Vatonas, der Akt von Dunkelheit verschlungenes Licht neu zu entfachen. Es ist ein Akt des Wiederherstellens der Harmonie. Naturführern. Forschungsunterlagen. Ja, ich habe immer nur nachgeschaut, ob man das richtig aussprochen habe. Verdammte Scheiße, Mann. Was muss ich denn jetzt machen eigentlich noch? Gibt es denn irgendwas? Wenn es klingelt, sollt ihr euch in der Haupthalle versammeln. Du weißt schon, im Erdgeschoss vor der Treppen. Heute ist der eine Tag im Jahr, den ich im Laufe der Zeit zu verabscheuen gelernt habe. Selbst die Bedizer scheinen heute traurig zu sein. Ja, weil du immer alle verabschieden musst. Deine ganzen Schüler, die du jetzt wahrscheinlich so 2 Wochen kennst. Weil gefühlt waren wir nämlich so lange in der Schule.